Ciao ihr wunderschönen Menschen und willkommen zum Rate It Quick zu dem zweiten Dark Souls 2 DLC Crones of the Iron King. Die ganze Umgebung ist wirklich fabelhaft. Es schaut alles so krass aus. Es ist echt. In diesem DLC spielt sich eigentlich der größte Teil in diesem Turm ab und er geht richtig weit runter und da ist echt unglaublich viel. Es ist so gut geplant alles. Es gefällt mir einfach. Das ist herrlich. Im Verlauf des DLCs kommt man immer weiter runter und irgendwann ist man echt fast in der Hölle. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem ersten DLC. Es ist so unglaublich awesome einfach. Die Gegner sind für mich gerade relativ einfach, weil ich Level 150 bin. Ich kann euch aber versichern, wenn ihr das auf NG Plus 2 spielt, dann haut das echt rein. Das DLC hat auch ein paar schöne Einlagen im Level, dass man mal nachdenken muss, wie kommt man da hin. Hier zum Beispiel muss man durch diese Gittertüren eine Bombe schmeißen, damit die Tür auf der anderen Seite frei wird. Dass man den Typen umbringen kann, wenn man zielen könnte. Ja. Wem das erste DLC viel zu leicht war, darunter zähle ich mich ja auch. Auch wenn ich mich verlaufen habe, 3 Stunden. Ne? Hier ist ein wunderschönes Beispiel von der Schwere oder dieser erhöhten Schwierigkeit dieses DLCs. Oh, oder er fällt voll nicht hin. Nein. Ah. Oh mein Gott, das war ja geil. Oh meine... Ah. Wenn man sich genug Zeit nimmt für das DLC und alles normal spielt, ohne durchrennen zu wollen, dann schafft man das auch eigentlich in einer guten Zeit. Und bis du die Bosse schaffst, da können schon mal 3 Minuten vergehen. Oder auch mehr. Oh Gott, Dagger. Bitch. Ey, komm, leck mich doch, oder? Boah, Alter. Alter. Geil. Ich und Tiny Chris haben das zusammen durchgespielt und wir haben ungefähr 10 Stunden gebraucht oder 15 Stunden, vielleicht sogar 20. Deswegen würde ich das erste Mal durchspielen sagen, schätzen, um die 6 Stunden kann man damit schon rechnen. Bis oben rauf eigentlich ungefähr, ja. Wenn man durchrennt, dann wird man es nicht so gut schaffen. Dann wird man vielleicht noch länger brauchen. Deswegen klare Kaufempfehlung von mir für das DLC. Und ich würde mal sagen, das fließt gut ein, es ist knallhart, es macht Spaß. Ich weiß nicht, was mich gerade daran stört, ich finde nichts. Also kann man beruhigt sagen, eine 10 von 10. Warum denn nicht? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Es ist knallhart, es sind coole Rätsel drin, sind auch ein paar, ja... Fällt mir keins ein, aber trotzdem ist es bestimmt drin. Findet ihr es auch so geil wie ich oder sagt ihr, nein, das ist viel zu schwer, das mag ich nicht? Dann kann man nur noch warten und Estus trinken bis zum nächsten DLC. Das kommt ja im September raus. Oh ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich nicht. Nee. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön. Schreibt Spiele für neue Rate-Its in die Kommentare. Ratet schön. Und dann wird auch das Wetter besser. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön, tschüss.